Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum letzten Taktik-Fuchs dieser Saison, Leute. Wild, wir haben es geschafft, wir sind am letzten Spieltag gegen die TSG Hoffenheim. Wir brauchen einen Punkt, um Platz 2 zu erreichen, der ja super, super wichtig ist für den Verein. Gut, bevor wir da reingehen, bevor wir ein bisschen quatschen, auch zu dem Game, wie immer, wenn euch gefällt, was ihr seht, scrollt mal runter, da findet ihr den Abonnieren-Button. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier tue. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Bums. Das letzte Spiel für mich persönlich wieder ein Spiel um die Goldene Ananas. Mir persönlich ist das völlig wurscht, ob wir Platz 2 oder 3 erreichen. Ganz im Gegenteil wäre wahrscheinlich Platz 3 sinniger. Ja, jetzt kommt mir wieder mit, ja, kann Harry Kane den ersten Titel holen. Ja, da Supercup auch ein Titel ist, Alter. Supercup ist ein... Sorry, ist für mich kein Titel, Leute. Ja, wie gesagt, sollten wir wirklich einen Umbruch machen, sollten wir einen neuen Trainer holen. Selbst wenn es ein Tuchel bleiben sollte, wenn der da gleich wieder auf die Fresse kriegt gegen Leverkusen, weiß ich nicht, ob das wieder so ein geiler Start in die Saison ist. Aber gut. Sollte man gewinnen, ist man natürlich gleich wieder im Hype drinne. Ne? Also von daher. Gibt für und wider. Wie gesagt, mir persönlich ist es völlig Wurst, ob wir Zweiter oder Dritter wären. Von daher würde meine Aufstellung auch dementsprechend aussehen. Ich würde einen Peretz bringen. Ja, hat er sich verdient. Wird sehr wahrscheinlich nicht passieren, weil er hatte 17 Minuten im letzten Spiel bekommen als Auszeichnung für seine Top-Saison. Ja. Bei mir wird ein Peretz spielen. Punkt. Feierabend. Ansonsten wird bei mir auch die Top-In-Verteidigung spielen. Ich sehe es nicht ein, da jetzt irgendwie... Ich sehe keinen Grund, jetzt irgendwen zu schonen oder was. Die Licht und Dyer haben letzte Woche schon Pause gehabt. Und dann sollten die beiden auch spielen. Das ist unsere stärkste Innenverteidigung. Feierabend. Gut. Rechter Verteidiger. Ja. Wir könnten natürlich den Azno hier noch hinzufügen. Ja. Da würde ich einen rechten Verteidiger Mazraoui bringen. Können wir eigentlich auch mal machen. Komm. Ich hoffe, ich schreibe ihn jetzt richtig. Aber hat ja gerade einen Profivertrag bekommen. Warum sollte man ihn dann nicht mal auch aufstellen? Wird natürlich auch nicht passieren, aber ich stelle ihn mal auf. Bitteschön. Ja, ist linker Verteidiger. Kann er linker Verteidiger spielen. Mazraoui rechts. Kimmich kann man draußen bleiben. Kimmich wirkt komplett überspielt. Wirkt, als hätte er keinen Bock oder ist mit dem Kopf schon bei der EM. Was weiß ich. Ist mir auch wurscht. Mitte, Pavlo gesetzt. Sollte klar sein. Ja, da wir auch wirklich nur noch einen Stürmer wirklich haben. Ich weiß nicht, ob Harry Kane fit ist. Wenn Harry Kane fit ist, komm, ich mache mal so, als wäre Harry Kane fit. Dann würde ich nämlich ganz knallhart mit einer Doppelspitze spielen. Was ich auch als eine sehr gute Alternative für die kommende Saison sehen würde. Weil Harry Kane halt wirklich ein Spieler ist. Wir haben es ja die Saison gesehen, der sich oft fallen lässt. Und wenn der andere Stürmer dann vorne reinstößt, ist ja immer noch eine Anspielstation da. Und der Stürmer bindet dann auch den einen oder anderen Innenverteidiger vielleicht. Und Harry Kane, der danach stößt, hat dann auch ein bisschen mehr Platz. Und wird nicht jedes Mal von 2 Innenverteidiger empfangen. Ja. Würde meiner Meinung nach Sinn machen. Mit einem Sechser zu spielen, ja, ist natürlich dann ein bisschen wild. Allerdings könnte man ja auch sagen, man spielt nur mit 2 Halbpositionen. Ja, dann könnte man auch hier hinten weiterhin mit einer Doppel-6 spielen. Möglichkeiten gibt es da ja genug für die kommende Saison. Aber darum geht's ja jetzt gar nicht. Brian würde ich bringen. Ja, gar keine Frage. Da Tell vorne spielt, können wir Brian auch über links bringen, obwohl er mir über rechts auch sehr gut gefallen hat. Wir können auch wieder den Swanarek bringen. Hat ja auch einen Profivertrag jetzt bekommen. Hat es ja auch seine Aufgabe ganz gut gemacht. Will ich auch auf der rechten Seite bringen. Ja, und jetzt kannst du halt schauen. Musiala ist ja tot. Oder wird geschont für EM, was weiß ich. Also bringst du den erfahrenen Müller da in die Mitte. Und das hat ja gerade im letzten Spiel auch ganz gut geklappt mit dem Zusammenspiel. Ja, das wäre meine Aufstellung, Leute. Ja.
sollte Harry Kane nicht können, ja, bringst halt den Gore oder einen Conny Leimer, spielst du dann ein Standardspiel mit Doppelsechs, stellst Held vorne rein und gut ist. Ja, ganz einfache Kiste. Ansonsten, wir hätten natürlich auch noch die Alternative mit einer Dreierkette zu spielen, dass du dann die Außen ein bisschen weiter aufrücken lässt. Mazraoui und Aznu und so weiter. Und ist ja nicht so, als hätten wir keine Möglichkeiten. Ne? Auch wenn wir diese Saison relativ wenig davon gesehen haben. Aber Möglichkeiten, auch mit dem vorhandenen Spielermaterial, hätten wir mehr als genug. Ja. Und ich hätte Aznu schon gerne mal während der Saison gesehen. Ja, wir hatten oft den Fall, dass alle Außenverteidiger weggebrochen sind. Hat unseren Trainer ja nicht wirklich interessiert. Aber gut, da kommen wir dann zu, wenn es in Richtung nächste Woche werden dann auf jeden Fall meine Saisonfazits kommen. Meine Spielerbewertung, meine Trainerbewertung. Da könnt ihr auch drauf freuen oder auch nicht. Ne? Das wird natürlich dann nach dem letzten Spiel kommen, weil dann haben wir auch alle Statistiken auf der Bayern-Seite drin, wer wie viele Minuten gespielt hat und so weiter. Und dann gucken wir uns das mal gemeinsam an. Das nur am Rande. Das wäre meine Aufstellung. Mein Tipp ist 3-1 für uns. Ich denke, das wird ein lockerer Sieg. Ja, auch mit dieser Mannschaft, die da jetzt gerade auf dem Feld steht. Ansonsten, wir haben natürlich Alternativen. Ja, die brauche ich jetzt gar nicht aufzählen. Oder du hast einen Schuppo noch, den du vielleicht nochmal zum Abschluss ein paar Minuten geben kannst. Du hast einen Fonsi, den du als linken Verteidiger bringen kannst. Oder auch als linken Schienenspieler. Ja, ist ja nicht das Problem. In der Innenverteidigung hast du Kemen. Komm, wir können es ja auch eintragen hier, komm. Sind wir mal ein bisschen, jetzt gesagt professionell, aber professionell sind wir hier ja eh nicht. So, haben wir, zeigt ja gar nicht an, was ein selbst hinzugefügter Spieler ist. Und rechts haben wir natürlich King Kimmich. Jetzt, ja, guck mal. Ja, für mich wäre hier die erste Alternative. Wo ist er? Conny, natürlich. Ich weiß nicht, wie es mit dem Sané aussieht. Ich denke, die Diva muss seinen eigenen Weg finden. Er muss ja EM spielen oder darf EM spielen und gucken, ob er da auch so die Alleinstellungsrolle kriegt als der große Star, der er doch ist. Ich bin sehr gespannt. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, wie es aussieht vorne. mit Gnabry, Guerrero und sowas ist, glaube ich, alles weiterhin tot. Ne? Boe, keine Ahnung, lange nichts von gehört. Wäre natürlich auch mal eine Option. Könnten wir sonst hier hinschreiben. Ja, vorne haben wir natürlich noch einen Schuppo. Hier, Schuppo rein. Und dann war es das auch schon, oder? Ja, wir haben noch einen Gore. Können wir natürlich einfach mal hier vorne reintragen. Ist ja wurscht, wer wo jetzt da einen nach vorne rückt oder nicht. Ja, ich könnte mir natürlich auch sehr gut vorstellen, anstatt einen Müller kannst du auch einen Pavlovic einen nach vorne stellen, als einen offensiven Achter und dahinter einen klaren Sechser. Dann hast du halt nicht so einen Zehner, dann hast du eher einen offensiven Achter, der das Spiel gestaltet. Ich denke, auch das wäre eine sehr, sehr gute Möglichkeit und ich traue das dem Pavlovic auf jeden Fall zu, weil er schon bewiesen, dass er da das Auge für auch hat, das sehr gut kann. Ja, wie gesagt, Guerrero könnten wir sonst hier noch als Alternative sehen. Genauso wie Davis könnten wir auch hier als Alternative sehen. Natürlich kannst du auch Mazraoui nach links stellen und Kimmich wieder nach rechts. Und ja, Möglichkeiten haben wir genug. Ja. Und die Möglichkeiten haben wir auch die ganze Saison gehabt. Die haben wir nicht erst jetzt. Ja. Trotz den vielen Verletzten hätten wir genug Möglichkeiten gehabt, wenn man mal den ein oder anderen Jugendspieler mit eingebunden hätte. Aber gut, damit greife ich schon auf kommende Woche vor. Ich halte jetzt mal die Gosch. Da gehen wir nämlich dann in der kommenden Woche rein. Gut, Leute, das wäre meine Aufstellung. Haut mir gerne eure Aufstellung rein in die Kommentare. Gerne auch euren Tipp zum Spiel. Und dann gucken wir mal, dass wir ja einen ordentlichen Saisonabschluss feiern mit dem Sieg. Und dann starten wir in die neue Saison mit dem Supercup-Spiel. Sehr wahrscheinlich gegen Bayer Leverkusen. Das bin ich doch dann sehr drauf gespannt. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt ein schönen Restdonnerstag, einen guten Freitag und dann ein schönes, langes Pfingstwochenende. Ja? Und wie immer an dieser Stelle, Leute, ihr kennt es mittlerweile. Vielen lieben Dank für euren Support hier. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne,
Nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.